Grüß Gott, Kinder. Also, ich kann euch sagen, für einen Kobold ist die Welt der Menschen eine recht schwierige und manchmal sogar unverständliche Sache. Der kleine Kerl findet oft, dass diese großen Menschen alles recht umständlich machen. Ist man nämlich klein und für alle unsichtbar wie er, dann nimmt man sich einfach das, was man braucht, und man braucht ja auch gar nicht viel. Eine Pflaume ist für ihn so groß wie für uns ein Apfel. Und eine Scheibe Wurst ist, ja, fast so viel wie für uns ein kleines Schnitzel. Aber die Menschen, was die alles brauchen, und das können sie sich nicht einfach nehmen, sondern müssen es kaufen. Und zum Kaufen braucht man Geld. Und Geld ist etwas, über das sich der Pumuckl überhaupt noch nie in seinem Leben hat Gedanken machen müssen. Eines Tages ist der Meister Eder in die Stadt gegangen, um ein paar Einkäufe zu machen. Und wie das so geht, er hat viel mehr Geld ausgegeben, als er eigentlich wollte. So kam er von seinem Einkauf heim und brummelte recht ärgerlich vor sich hin. Also na. Wenn man bloß ein bisschen was kauft, nachher geht's gleich dahin mit dem Geld. Ein Krawattel und ein Hemd und ein paar Socken und schon hast du einen Haufen Geld los. Es rinnt ein bloß so durch die Hände. Ui, zeig mir deine Hände. Wo rinnt was? Du, der Pumuckl sieht aber gar nichts rinnen, Herrinnen. Ah, geh doch nicht so, wie du dir's vorstellst. Wie dann, bitte? Ich mein halt, dass das Geld allweil so schnell hinausgeht. Ja, dann muss man eben schnell wieder eins hereinholen. Ja, nicht? das wenn so einfach wäre. Oder man muss ganz fest die Tür zumachen, damit das Geld gar nicht schnell hinausgehen kann. Das hilft auch nichts. Wieso? Wenn man die es Tür ist einfach alles so teuer. Es kostet alles zu viel. Aber ich verstehe dich nicht. Zuerst sagst du, dass das Geld rinnt und weit und breit rinnt überhaupt nichts. Und dann sagst du, dass es schnell hinausgeht und dann geht es gar nicht hinaus, sondern alles ist bloß teuer. Was tut jetzt das Geld bitte wirklich? Oh, mein Pumuckl. Rinnt es? Ja, Oder geht es? Das ist nicht so einfach zum Erklären. Ja, dann erklär's doch einfach uneinfach. Also gib Acht. Ja? Das ist ja so. Ja. Wenn der Mensch was braucht, zum Essen oder zum Anziehen, dann muss er sich's kaufen. Ja, das weiß ich. Dann geht man in einen Laden und kauft. Ja, und wenn er was kauft, dann muss man da Geld hinlegen. Und für das Geld kriegt man das, was man braucht. Was lachst denn da so? Das ist doch ganz einfach. Ja, Geld hinlegen, das kann ja sogar ich. Ja, so, einfach. Geld. Ja, aber das Geld, das man hinlegt, muss man zuerst verdienen. Wieso? Durch Arbeit. Also, gib aber. Ja. Wenn ich arbeite, nachher kriege ich dafür ein Geld. Das weißt du doch. Und das Geld muss ich in einen Laden hinlegen. Dann kriege ich dafür, was ich grad brauche. Verstehst du das? Ja. Hast du das? Ja. Wenn du arbeitest, kriegst du Geld. Jawohl. Und wenn ich arbeite, ich hab noch nie Geld dafür gekriegt, noch nie! Geh herauf! Pumuckl hat schon so viel gearbeitet und noch nie Geld gekriegt. So. Ich will Geld haben, viel Geld für so viel Arbeit. Aha. Ja, wann hast denn du schon was gearbeitet? Immer morgens, mittags, abends. So. Ja, ich mach so tolle Sachen. Nägel runterwerfen, Pfeile verstecken, Leute geärgert. Große Arbeit ist das, Pumuckls Arbeit. Und nie habe ich Geld gekriegt. Ja, das glaube ich schon. Aber Pumuckl arbeitet immer für ohne Geld. Aber das war doch alles keine Arbeit. So, was war das dann? Na, Vergnügen, Spaß. Ja, und für Vergnügen gibt's wohl kein Geld. Na? Nur für traurige Arbeit gibt's Geld. Na, aber das verstehst du doch nicht. Ich will aber Geld haben. Ich will Geld hinlegen und was kaufen. Aber du musst dir doch gar nichts kaufen. Was denn schon? Weiß ich nicht. Irgendwas, was Feines. Ja, gib Acht. Ja. Ich arbeite jetzt mal gleich ganz traurig. Ja? So, also, du arbeitest. Hammer weg. Ja. So. Zange weg. Ja, Nägel weg. Also jetzt hör auf. Pass auf, Pumuckl. Du kriegst der 50er. Bloß damit du mit deiner Arbeit aufhörst. Also für Arbeit aufhören kriegt man auch Geld. Na. Aber du gibst mir doch jetzt. Aber weil's du bist. Ja, gibst du mir Herrschaft. Damit ich mit der Arbeit. Oje. Auf. Jetzt hab ich kein Geld da. Was? Das ist jetzt. Überhaupt kein Geld.
Na, du. Vielleicht hast du irgendwelches Geld da, groß, vielleicht hast du Scheinlein da. Nein, weißt du, ich bin stark, ich kann ja auch großes hab Geld kein tragen. kleines Geld, also zum Beispiel Nein. großes 5 Mark. Das hat doch nichts mit dem Gewicht zu tun, sondern mit dem Wert. Mit dem Wert. Also ich versprich dir, du kriegst ein 50, sobald ich gewechselt hab. Ein 50 Mark. Das will ich aber bitte gleich haben, sofort, auf der Stelle. Sei stark. Sei stark. Es kommt wer. Frau Zangel vom Lebensmittelgeschäft fahren. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, Frau Zangel. Grüß Sie, na gut. Hab Ihre Bredeln schon zugeschnitten, gell? Ah, das ist aber nett von Ihnen. Ja, und sauber sind Sie. Ja, sind Sie recht so, gell? Ja, ich sag's halt immer, es geht nichts über Leid vom alten Schlag. Ja, mei. Was macht's nachher, Herr Eder? 7,50 Mark. 57, warten Sie. Das kann ich Ihnen recht machen. Ah, das war gut, Da ja. schauen Sie her. 7,50 Mark. Ja, 5, 6, 7, Ich leg's 50. da auf den Tisch her. So. Gut. Ja, was ich noch sagen wollte, Ja. ich tät in meinem Laden über der Tür noch ein Regal brauchen. Über der Tür? Sie, ist das nicht recht unpraktisch? Ja. Wissen Sie, für Sachen, die seltener verlangt werden. Man muss ja heutzutage im Kolonialwarenladen Sachen für, nein, an die hat man früher gar nicht gedacht. Ja, das stimmt. Ja, und das Zeug braucht alles einen Platz, sag ich Ihnen. Hey, ich weiß oft gar nicht, wohin damit. Ja, Naja, sowas können wir schon machen. Ah, das ist nett von Ihnen. Gell? Ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Was? Ja, Nein. nein, nicht, dass ich Sie bestechen möchte. Bestechen? Okay. Aber ich weiß doch, dass so ein Jungsel wie Sie gern schlägt. Was? Ich? Prima Milchschokolade. Ging es zu, aber das hättest du nicht braucht. Ziehen Sie sich doch nicht. Ich hab so viel, dass ich es verkaufen. Naja, also dann sage ich halt Dankeschön dafür. Bitte schön. Sie haben aber auch keinen gesunden Beruf. Wieso? Ja, wenn ich mir das da so anschaue, Was? Warum? Wie meinen Sie das? weil so so Staub da herin. Stamm? Ja, da schauen Sie nur wie ein Windgang. Ein Pfeigrad. Aber wissen Sie, das staubt nicht allerweil so. Ich weiß gar nicht, was er hat. Wer? Der Dings, der Wind. Also Ziehung tut's bei Ihnen. Ja? Gerade hab ich's an meine Füße gespürt. Nein. Ich glaube, ich gehe lieber, bevor er mich bei einer einen Rheumatismus holt. Ja, freilich. Sie, vergessen Sie nicht das Geld Das einstecken. ja, das Geld. Das wir hergelegt hab. Ja. Hoi. Der ich gleich eh schon. Ah, das sind ja bloß nur 7 Mark. Was? Ja, ich hab doch 57 gehigli. Oder spinne. Vielleicht. Vielleicht ist das 50 runtergefallen. Warten Sie, schauen wir. Und dann Ich weiß ist nicht. wirklich nicht. Hab ich's oder hab ich's nicht hingelegt? Ah. Aber wenn's runtergefallen ist, da kann's doch nicht weit sein. Was suchen Sie da nicht lang? Ist schon gut. Das finde ich nachher schon, Frau Zangel. Nein, das muss in Ordnung gehen. Ich will Sie doch nicht um ein 50 schädigen. Sie schädigen mich nicht, glauben Sie mir's. Also alt wird man. Ich kann jetzt wirklich nicht schweren, habe ich während wir geredet haben, bloß 7 Mark oder 57 hingelegt. Ja, Geben Sie mei. Obacht, ich hab da nur ein 50 im Geldbeutel. Aber lassen Sie es doch. Ich sag Ihnen, ich werd's schon finden. Wenn Sie es wirklich noch finden, nachher können Sie mir's ja wieder bringen. Ja, ist schon recht. Ich möchte nur nicht, dass ich Sie ausschmier. Okay. Da schauen Sie. Ja. Das 50er und jetzt sind wir quitt. Ja, ist schon gut, wenn Sie nicht anders wollen. Also, ich komm dann vorbei wegen dem Regal über der Tür, gell? Ja, das ist nett von Ihnen, Herr Eder. Also, dann auf Wiedersehen, Herr Eder. Wiederschauen, Frau Zangel. Bin ein Held, habe Geld, das mir gefällt. Wie bestellt. Habe ich mir's doch gedacht. Mein lieber Freund, einfach Geld wegnehmen, das geht bei nicht. Wieso? Das war ganz einfach. Ja, das glaube ich. Sowas nennt man nämlich bei uns Menschen Diebstahl. Und das wird fürchterlich bestraft. Ja, aber ich habe doch sehr nützlich dafür gearbeitet. So. Ja, Du. ich habe Staub von ihren Brettern weggeblasen. So. Aha. Ja, Damit die freilich. Frau Zangel nicht staubig wird. Ja, das ist gut. sehr nützlich, jawohl. Und ich habe sogar noch an einen Schuh von ihr hingeblasen. Der ist Na. fast, also nicht ganz, aber fast ist er sauber geworden. Ja, was du nicht sagst. Oh, ich war schon lange nicht mehr so nützlich wie vorhin. Mein Pumuckl. Das war ja nett von dir. Bloß, ja, wie soll ich dir das erklären? Ja, wieso? Man darf sich, auch wenn man arbeitet, nicht einfach das Geld nehmen dafür. Was? Was hast du? Jetzt kriege ich aber Zorn. Warum? Du hast gesagt, wenn man nützliche Arbeit tut, kriegt man Geld dafür. Aber nur wenn's ausgemacht ist. Für die Arbeit gibt's so und so viel Geld.
Was ausgemacht? Ja, wenn man das ausgemacht hat. Hast du ja mit zuvor. mir ausgemacht. Jawohl, du hast zu mir gesagt, pfui, Geld krieg ich. Ja, aber es war nicht mit der Frau Zangel ausgemacht. Ich kann doch mit der Frau Zangel nichts ausmachen. Das musst du doch schon mit ihr machen. Oh, Jägerl. Oh mein, ist das schwierig. Ja, das ist wirklich also von schwierig. mir aus, beut das 50 und kauf dir was dafür, Ja. wenn's kannst. Ja. Ich geh jetzt nie in den Laden und gib ihr das 50 und sag, dass ich's gefunden hab. Wieso? Aber mach mir sowas nicht noch einmal. Sonst kommt mir das mit der Zeit teuer zu stehen. Jetzt habe ich mich so gefreut und alles so gemacht, wie du es gesagt hast. Und jetzt kriege ich geschimpft. Es ist ja. so schön silbriges Geld und jetzt freut's mich gar nicht mehr. Okay. Ich habe so fest geblasen und gemacht und alles Na ja, umsonst. jetzt. Ich war so brav und alles umsonst. Dann hast du es wieder. Nein, Pumuckl, ich will's nicht. na, es ist schon recht. Hast dir's verdient, darfst das behalten. Ich weiß nicht. Doch. Pumuckl, magst du ein Stückel Schokolade? Schokolade? Schokolade mache ich immer. Ja. Ist ja nett, dass mir Frau Zangel eine mitgebracht hat. Ui, ist das ein schönes, silbriges Knister-Knasterpapier Ja, da hast du eingewickelt? Schenkt mir das Knisterpapier. Ja. Das Knister, Silber, Knistergold, Knistern ist dem Kobold hold. Ja, und Sein Schokolade altes willst du Koboldsgesetz. nicht. So, Was schon? Doch, Schokolade Schokolade. will ich auch essen. Aber ich will natürlich. auch noch dazu knistern. Was kniest zum Essen? Das schleckt sich, das schmeckt sich. Oh, ich will noch ein Stück. Noch ein Stück. Da hast du noch ein Stückerl. Noch ein Stück ist ein Glückerl. Sag mal, warum... ist das gut. Warum arbeitet ihr Menschen eigentlich nicht für Schokolade? Schokolade ist viel schöner als Geld. Geh, Doch, dummer Pumuckl. weil es so süß schmeckt. Ah ja, ist ja recht. Und so- Schokolade kann man sich doch für das Geld kaufen, das man sich verdient. Ui, das ist sehr schwer für mich. Wieso? Sehr schwer. Ja, aber ich werde darüber nachdenken. Gib mir noch ein Stück und ich setze mich in meine Schaukel und denk nach. Ja, also nach von Eine mir aus. Schokolade. Ich gehe inzwischen lieber zu der Frau Zangel und gebe ihr das 50 zurück. Gell? Ich muss mir sowieso noch Zigaretten... Halt! Da gehe ich mit. Einkaufen zuschauen. Ja, weißt du, aber und, kein Geld und Schokolade mitnehmen, gell? sehen und Geld drinnen sehen. Nein, mitnehmen noch Dass nicht. man ja kein Geld Nein, mitnimmt. das tue ich sag doch da. nicht. Ich habe ja für heute schon so viel gearbeitet. Weißt du, Blasen strengt sehr an. Ungeheuer Ja, strengt das mach mal so. Also, geh weiter. Puh. Ja, jetzt Oh, geh dazu. Geh mal, geh weiter. Komm. Ja, geh. Und während der Meister Eder auf den Laden von Frau Zangel zusteuerte, dachte der Pumuckl angestrengt darüber nach, wie das mit dem Einkaufen doch gleich ging. Richtig, war ja ganz einfach. Geld hinlegen, einkaufen. Das war alles. Als sie den Laden betraten, verabschiedete Frau Zangel gerade eine Kundin. Wiedersehen, beehren Sie mich wieder, Frau Kreineder. Ja, der Herr Eder. Sie werden doch nicht schon wegen dem Regal kommen. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte mir bloß Zigaretten holen. Und das 50 habe ich gefunden. Ach, ging es zu, das hätte doch nicht so pressiert. Ich gib's lieber gleich zurück, sonst vergisst man's am Ende. Und das war mir nicht recht. Also, wenn's meinen. Zigaretten, die übliche Sorten? Ja, 2 Packungen. 2 Packungen, Herr Eder. So, bitteschön. Noch was? Nein, dann haben wir's. Macht 2 Mark. 2,50 mit dem 50. so. Aber weil ich schon da bin, kann ich ja das Regal gleich abmessen. Nachher geht's in den Arm. Hab ich aus Metermaß dabei. Also, genau die Türbreiten ist 1,20 Meter, glaube ich. Da messen wir genau 1 Meter, so, und 22, ja, 22, 1,22 Meter. Ja, Sie, Herr Eder. Ja. Jetzt haben Sie mir viel zu viel Geld hingelegt. Was, zu viel? Ja, das ist ein 2-Mark-Stück und 2,50. Na, wenn schon, nachher habe ich bloß eins bei Ihnen Oh, verloren. ich hab aber bloß eins hingelegt. Das weiß ich bestimmt, weil ich bloß nur das eine in der Tasche gehabt hab. Ich habe ja, es liegen da 2 da. Na, das ist Vielleicht gut. haben sie sich geirrt, dass sie gemeint haben, das sind so einzelne Markel und ein 50 und stattdessen war es ein 2-Mark-Stück und 2,50. Nein, das weiß ich bestimmt. Ich hab das 2 Markstückel noch extra umgedreht. Ob's auch wirklich stimmt. Also nachher weiß ich nicht mehr, bin ich blind oder deppert. Das ist jetzt noch das. Es kann bloß nur sein, dass das von der Frau Kreineder ist. Ach so. Die vorher noch da war. Aha. Vielleicht habe ich es zum Kassieren vergessen. Ja, kann sein. Obwohl ich nichts gesehen hab.
Aber sein kann allerhand, nicht wahr? Also von mir ist bestimmt nicht, das kann ich beschweren. Also, irgendwo muss ja her sein. Vom Himmel fällt's Geld nicht. Leider. Kann nur sein, dass der Pumuckl... Was meinst Nix. Sie glauben bestimmt auch nicht an Hausgeister. du? Jedenfalls an keine, die ihr Geld hinlegen. War ja auch zu komisch, gell? Aber es gibt mehr komische Sachen, als man denkt. Glauben Sie mir's? Na ja, schon. Aber nicht in der Richtung. Was schauen Sie denn so komisch? Ich? Ja, mei, das ist mein normales Geschau. Sie, Frau Zangl, Was denn? wissen Sie eigentlich allerweil, wie viel solche Schokoladtafeln da auf Ihren Ladenbuddel sind? Freilich? Warum? Ja, fällt mir nur gerade so ein, weil die da so liegen, gell? Kann ja sein, dass ein Kind gerade mal in Versuchung käme und... Ja, das ist mir auch schon passiert. Passiert aber nimmer. Ja? Ich leg von einer jeden Sorten 5 Tafeln auf, ganz gleichmäßig. Sieht das sauber auch aus, gell? Von jeder Fünfe? Fünfe. Ja, stimmt, genau. Also gut, sag ich. Ja, nachher kann ich ja gehen. Das Maß hab ich und Zigaretten auch. Das 50 haben sie auch gezahlt, alles stimmt. Einig sind wir und quitt sind wir, auch Herr Eder. Ja, also nachher auf Wiederschauen, Frau Zangl. Wiedersehen, Herr Eder. Als der Meister Eder den Laden verließ, hat ihm die Frau Zangl nachgeschaut und gedacht, dass der Schreinermeister allmählich doch alt und sonderbar wird. Der Herr Eder aber, in der festen Meinung, der Pumuckl ginge unsichtbar neben ihm, hat nicht umgeschaut und somit auch nicht sehen können, dass hinter ihm etwas Seltsames geschah. Ein goldenes Dreieck hüpfte ihm nach bis in die Werkstatt hinein und verschwand dann unter dem Pumuckl-Bett. Der Meister Eder legte die eben erworbenen Zigaretten auf die Hobelbank und sagte: So, da waren wir wieder. Pumuckl. Pumuckl, wo bist denn? Pumuckl. Ja, bin schon da. Ich habe nur etwas aufgeräumt. Aufgeräumt? Ja, aufgeräumt. Das ist ja das Neueste, dass du was aufräumst. Das Allerneueste, jawohl. Aber das Allerneueste ist, dass Einkaufen so einfach ist. Ja, freilich ist das nicht schwer. Nein, es ist ganz einfach. Du, Ja? Sag einmal, war das dein 50erl, das da auf dem Ladentisch gelegen ist? Ja, das ist mir durch die Finger geronnen. So? Ja, aber so hat's ja keinen Sinn. Wieso? Man muss ja auch für sein Geld was kriegen. Ja, das habe ich ja auch. Aber man's doch denkt, dass du dir einfach was dafür genommen hast. Darum hab ich schon gefragt, ob alle Schokolade noch da ist. Waren aber von jeder Sorten 5 Tafeln da, wie es Frau Zangl gesagt hat. Ja, der Pumuckl ist doch nicht dumm. Ich nehme doch für so schönes silbernes Geld nicht bloß Silberpapier-Schokolade. Nein, Was? ich habe Goldpapier-Schokolade Was? genommen. Okay, das gibt's doch Goldpapier-Schokolade. gar nicht. Doch, das gibt's. Na, Schau. das hab ich noch nie gesehen. Schau doch mal, ich hab's schon an einem Platz aufgeräumt. Hier, So, hier. wo? Das geht genau unter mein Bett. Weißt du, damit ich immer gleich runterbeißen kann, wenn ich aufwache. Ja, Pfeil grad, da liegt ja was in einem Goldpapier. Ja. Aber das ist ja... das ist ja... Was ist denn? Was hast du denn? Ja... Hey, lach doch nicht so! Pumuckl, das ist ja ein Käse. Was ist das? Ein Dreieck-Schmelzkäse. Pfui, ein Käse! Raus unter meinem Bett! Ja, sowas. Ich trag dich zurück! Ich will Schokolade haben und keinen Käse! Oh, und wie hab ich geschleppt und wie bin ich gesaust! Ja, Oh, ja. Und wie hab ich mich gefreut! Pumuckl, Jetzt hab ich nur Käse. lass den Käse da. Den ess ich zur Festplatte. Nein, ich will Schokolade haben! Jetzt pass auf, ich will dir was sagen. Wir tauschen. Ja, aber wie? Du kriegst die ganze restliche Tafel Schokolade. Das ist doch leicht der 50er wert, nicht? Und Und ich du? krieg den Käse. Und dann ist das Geld auch nicht rausgeschmissen gewesen. Ja, nicht? ich habe ja gar kein Geld geschmissen, ich habe ja das Geld hingelegt. Ja, ist ja recht. Ich kenne mich jetzt überhaupt nicht mehr aus. Ja, weißt, so leicht ist jetzt einkaufen auch wieder nicht. Du hast gesagt, Geld hinlegen, Ja. Sachen dafür kriegen, hast du gesagt. Ja, und das habe ich auch alles gemacht. ja, ist und ja jetzt hab recht. ich Aber schau, Krass. jedes Ding ist was wert. Das eine viel, das andere wenig. Und das muss man wissen. Und wenn man es nicht weiß, muss man fragen. Und überhaupt muss man sichtbar sein und reden können, wenn man was einkauft. Ja, aber dann, Verstehst? dann kann ich ja gar nie einkaufen. Na? Gar nie. Na?
Na, jetzt sei stark. Das kann ja ich immer für dich machen. Oh, ich will aber selber. Ja, freilich. Ja. Bloß ein Schokolade und den hast ja. Da, geh her. Da, beiß einmal ein Stückchen runter, komm. Ja, aber nur, wenn du vom Käse beißt. Gut, ist recht. Du beißt da und ich da. Ja. Guter Schokolade. Ja, das ist ein guter Käse. Und nochmal. Ja, nochmal. Beiß mal. Prima. Ja, prima. Ja, sowas. Kauf dir einen Käse. Ist das gut? Ja, weil ihr Menschen so dumm seid. ist Sowas wirklich Feines wie Spaß. Schokolade tut ihr in Silberpapier und sowas Dummes wie Käse in Goldpapier. Also, da würde ich doch lieber Schokolade in Goldpapier. Nicht immer Pumuckl, nicht immer. Wieso? Aufs Einwickelpapier ist kein Verlass. Lesen muss man können, was draufsteht. Lesen muss man können und rechnen, sonst kommt man heutzutage nicht durch. Ja, Aber ja. in die Schule kannst du ja nicht gehen. Wieso? Ja. Warum nicht? Ich kann überall hingehen. Wo ich will, kann ich hingehen. Wenn's meinst, dann probierst du das. Ja, das probiere ich auch. Pass auf, ich geb dir einen Rat. Jetzt setz dich in deine Schaukel und denk über alles nach. Ja? Was ich dir gesagt hab. Ja, Denk ja, nach. jetzt denke ich mal nach. Nachdenken über Geld auf der Welt, über Käse, über Schule, ob ich lese oder spiele. Oh, jetzt reimt sich's nicht. Nein, ist ja egal. Ob ich schlau bin oder dumm. Dirilari, diribum. Ein schönes Gedicht. Ja, wunderbar, hast du das wieder gemacht. Ich muss wirklich zugeben, dass es nicht leicht ist für einen Kobold, sich in menschlichen Dingen zurechtzufinden. Ich glaube schon, dass eine Schule da viel nützen könnte. Aber stellt euch mal vor, bei euch in der Klasse säße, sagen wir in der ersten Bank, ein Kobold. Das wäre was. Aber ich fürchte, dass nicht viel dabei herauskäme, jedenfalls nicht für den Pumuckl. Für euch wäre es ein Spaß. Aber ich glaube, den werdet ihr auch so haben. Nämlich dann, wenn ihr die nächste Geschichte vom Meister Eder und seinem Pumuckl hört. Also dann,